Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video, wo ich dir möchte zeigen, wie du auf einfache Art und Weise mit AI kannst Bilder generieren, so damit du das auch kannst ausprobieren. Ich habe jetzt hier die drei grossen gelistet: Stable Diffusion, DALL-E und Midjourney, wo leicht andere Bilder generieren, und ich werde dir zeigen, wie du die drei kannst anwenden. Nur ganz kurz: Dreambooth habe ich noch kurz hinzugefügt, um zu zeigen, wie schnell sich das Feld entwickelt. Das ist ein Paper, das erst gerade letzten Monat rausgekommen ist, und mit dem kann man ein eigenes Gesicht eintrainieren und das nachher immer verwenden, um immer den gleichen Protagonist wieder zu generieren, wenn man zum Beispiel ein Buch möchte visualisieren, dass der Held immer wieder gleich aussieht. Jetzt zeige ich dir, wie du die drei grossen kannst selber anwenden. Und zwar ist das eine Webseite, wo man Stable Diffusion einfach selber anwenden kann. Ich werde die Links zu diesen Webseiten in die Beschreibung des Videos einfügen. Aber da könnt ihr es ganz einfach selber ausprobieren. Da hat es einen Text, den man eingeben kann, und dann fragt man so die AI, um ein Bild daraus zu generieren. Ihr könnt euch das so vorstellen: Es geht nicht darum, dass ihr ein bestimmtes Bild im Kopf habt, wo ihr wollt, dass die AI das genau so generiert. Für das müsst ihr selber zeichnen. Es geht mehr darum, was stellt sich die AI eigentlich unter etwas vor. Also, dass ihr neugierig sind und sagt: hey, Licht in der Dunkelheit, Freundschaft, ein blauer Ballon im Weltall. Wie würde sich die AI das vorstellen? Was kommt raus, wenn ich das eingebe? Das möchte ich jetzt sehen. Genau, und so könnt ihr das eigentlich auch anwenden. Und wir werden das jetzt hier gerade mal machen. Ich gebe hier Night Fox ein, oder Fox Night, und zwar ein Fuchsritter, ein Ritter als Fuchs. Ich möchte sehen, was stellt sich die AI da darunter vor. Und wenn wir nachher auf Generieren klicken, ist die gerade ein bisschen beschäftigt, aber nachher funktioniert es, wenn wir mehrere Mal draufklicken, bis es geht. Genau, und dann seht ihr ein Foto an, das Bild berechnen. Jetzt, damit wir nicht die ganze Zeit warten, habe ich das schon vorgeneriert hier. Ihr seht, Stable Diffusion gibt uns nachher 4 Vorschläge, die leicht anders aussehen, aber das ist es, was sich Stable Diffusion darunter vorstellt. Jetzt können wir das Gleiche eigentlich auch noch anschauen mit DALL-E, oder auf jeden Fall eine Version von DALL-E, ein Minimodell, wo uns auch zur Verfügung steht hier in diesem Webinterface. Und jetzt können wir hier auch Fuchsritter eingeben und dann sehen wir hier, was es daraus generiert hat. Ihr seht, der Stil ist leicht anders, generiert leicht andere Bilder. Zum Midjourney ausprobieren ist leicht komplizierter. Da geht ihr zuerst auf die Webseite midjourney.com und klickt auf den Join the Beta-Button, wo euch nachher zu einer Discord-Einladung bringt, wo ihr einfach einen Username eingeben könnt und dann so beitreten. Und dann kommt ihr in so einen Discord-Server. Ich zeige euch, wie der aussieht. Da seht ihr jetzt verschiedene Channels. Und da müsst ihr in so einen Newbie-Channel, damit ihr das ausprobieren könnt. Ich bin da gerade in so einem Channel drin und ihr seht, da gibt es auch schon Benutzer, die Bilder generieren. Jetzt, um das hier zu verwenden, tun wir nicht einfach Fox Night eingeben, sondern wir tun zuerst /imagine, also was sich die AI darunter vorstellt, können wir den Prompt anklicken und dann hier innen können wir unser Fox Night eingeben und Enter drücken. Und dann wird das auch generieren. Ihr seht das hier oben, wo das Bild am Generieren ist. Und auch das habe ich schon vorbereitet gehabt. So sieht das dann in Midjourney aus, wenn man da einfach Fox Night eingibt. Ihr seht so ein bisschen mehr einen Artistic Style, mehr einen zeichneten Style. Gut, jetzt, das sind sehr einfache Eingaben mit einfach Fuchsritter. Man kann kompliziertere Eingaben machen und detailliertere Eingaben, für das man ein bisschen andere Resultate bekommt. Das kann man natürlich steuern. Und etwas, was ich euch hier zeigen wollte, ist so ein Magic Prompt. Und der generiert Vorschläge. Wenn ihr da etwas eingebt, dann wird er ein paar Vorschläge daraus generieren und ein paar Stichwörter hinzufügen. Ihr seht, ich gebe jetzt hier ein, unseren Fuchsritter wieder und dann das absenden und dann gibt es da ein paar Vorschläge. Da habe ich schon einen generiert vorher. Und dann habe ich da einfach das erste Beispiel jetzt genommen. Der Fuchsritter, der eine Rüstung trägt, die in Konfetti explodiert, highly detailed, Digital Painting, ArtStation, wo so eine Plattform ist, wo Künstler ihre Bilder aufladen können.
und so weiter, mehrere Vorschläge. Und jetzt habe ich den einfach kopiert und nachher auch wieder bei Stable Diffusion und DALL-E und Midjourney eingegeben. Und da sehen wir, wie es bei Stable Diffusion aussieht, was es da daraus generiert. Da können wir auch noch schauen, was DALL-E genau generiert. Und also Konfetti, Fuchsritter und dann auch noch bei Midjourney, was der da generiert. Da, genau. Da der Konfetti-Fuchsritter. Jetzt seht ihr da, was man mit Journey auch noch machen kann. Ich habe mit Journey mega gern und am meisten auch ausprobiert eigentlich. Man kann jetzt sagen, das rechte obere Bild, das mir gefällt, gebe uns eine größere Version und gebe uns auch Varianten davon. Das können wir mit diesen 2 Buttons machen. Und dann seht ihr, da gibt es Varianten von dem Bild. Weitere Beispiele und dann da ist das grössere Bild. Also man kann so auch mehr in eine Richtung iterieren, die einem auch gefällt. Ihr seht auch, es hat mehr Details gerendert. Also es macht das Bild nicht nur grösser, sondern tut auch noch sich mehr Details vorstellen. Jetzt kann man sagen, das gefällt mir nicht. Für das gibt es den Light Upscale Redo Button. Aber es gibt auch den Beta Upscale Redo und den Remaster und die machen anders. Light Upscale Redo tut es einfach grösser lassen, aber die Details wieder rausnehmen. Also das vorherige Bild gefällt mir mehr. Beta Upscale macht es einfach ein bisschen smoother, seht ihr dann, und Remaster tut das Ganze neu rendern. Ihr seht das hier mit einem anderen Modell, also mit einem neueren Modell. Und ihr seht, darum ist der Outcome eigentlich ein bisschen anders, auch wenn er recht ähnlich ist. Da ist die smoother Version vom Beta und dann da ist eben die grössere Version, aber wir haben gesagt, nimm die Details wieder raus. Gut, aber was sind, wenn ihr jetzt selber so eine Beschreibung generieren und so Stichwörter hinzufügen wie Highly Detailed Digital Painting oder was gibt es da eigentlich? Und für das können wir in die Community gehen, um uns so Beispiele holen. Bei diesem Foto sehen wir jetzt Photorealistic zum Beispiel, das heisst, oder gibt mir etwas, wo möglichst echt aussieht. Und da bei diesem Beispiel sehen wir, das ist zum Beispiel mit Unreal Engine 5, das ist so ein Game Engine, das heißt, es soll so game-mäßig aussehen. Octane Render ist so ein bisschen, gibt mir, dass es wie eine Figur aussieht, wie ein Modell, und das sehen wir auch hier in dem Bild. 32K ist eigentlich so mehr Resolution-mäßig, so wie 4K und 8K, könnt ihr vielleicht bei YouTube von der Videogröße auswählen. Genau, also ihr könnt euch da in der Community Inspiration holen, was die für Stichwörter verwendet haben, wenn sie ihr Bild gemacht haben. Ihr könnt da auch unter Styles gehen und da schauen, was sich der AI unter etwas vorstellt, wenn ihr einen bestimmten Style angebt. Und auch unter Dictionary einfach, was sich der AI unter so bestimmten Keywords vorstellt, die ihr könnt mitgeben in dieser Eingabe und so damit könnt umspielen. Genau, das ist, wie ihr mit dem Ganzen könnt umspielen. Ich möchte nur noch kurz etwas zeigen, und zwar seht ihr da auch, bei Gesichtern wird es manchmal ein bisschen komisch, haben auch, aber für Gesichter gibt es schon andere Modelle, die einem helfen, dass Gesichter so ein bisschen restauriert werden aus Bildern. Und da wollte ich zeigen, die GFP GAN, mit dem habe ich ein bisschen umgespielt, um so Gesichter wiederherzustellen, und es gibt auch Codeformer. Und zwar die 2 Links, die ihr könnt ausprobieren. Da ist mein Originalbild, das ich generiert habe, von dem Gesicht. Ihr seht, das linke Auge ist recht komisch, denke mich. Und jetzt habe ich das Bild einfach genommen und durch die Modell mal durchgelassen. Ihr seht hier Version 1.2, wie das Resultat aussieht. Und dann können wir uns auch noch Version 1.3 anschauen. Und da seht ihr, es nimmt so ein bisschen den Artstyle raus, seht ihr jetzt da, macht so ein bisschen mehr ein echtes Gesicht, aber es repariert das linke Auge super, finde ich. Aber ja, das ist halt an echten Fotos trainiert worden und weniger an Artstyle. Jetzt gibt es noch Codeformer. Da seht ihr, kann man auch ein Bild eingeben. Und dann da unten gibt es noch so einen Slider zusätzlich von 0 bis 1. 0 ist das aktuelle Beispiel. Das heisst, es gibt mir die beste Qualität, aber das heisst auch, ich gebe dem Modell am meisten Freiheiten, um das Gesicht einfach nach seinen Vorstellungen wiederherzustellen oder zu reparieren. Ihr seht, das linke Auge ist jetzt recht gut gelöst da im Vergleich zum Original, wo da das linke Auge eben so ein bisschen komisch ist. Dann haben wir es noch in 0,5. Das ist so ein bisschen ähnlich zum Originalgesicht. Das gefällt mir am meisten.
Und dann haben wir es noch in 0. Das ist eigentlich am meisten, das ist fast das Originalbild. Ihr seht das linke Auge, wirkt immer noch leicht komisch. Also 0,5 habe ich am liebsten da. Empfehle ich euch so in dem Sinn. Jetzt kann ich euch noch zeigen, ich habe da mit GFP gar ein bisschen rumgespielt. Da sind links amix Bilder, die ich generiert habe, und auf der rechten Seite mit GFP GAN, wo ich das Gesicht so ein bisschen repariert habe oder restauriert habe. Genau, und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Das ist alles, was ich zum zeigen kann jetzt. Jetzt könnt ihr da selber online ein bisschen rumprobieren, Bilder generieren und einfach Freude und Spass haben dran, so wie ich, zum einfach entdecken, was sich da die AI unter bestimmten Sachen genau vorstellt.